Servus, grüß euch, meine Damen, meine Herren, Mädels und Jungs. Die Capo von iJoy mit 2 Akkus. Schön verarbeitet, schön gemacht, hat aber ein paar Mängel, die was mir nicht gefallen. Und am wichtigsten ist das, sie gibt ein bisschen, naja, ein bisschen ist schon gut gesagt, sie gibt in einem gewissen Bereich wesentlich mehr aus, als was angezeigt und was eingestellt ist. Das können wir gleich am Anfang dazu, das muss ja jeder wissen dazu. Das Ganze habe ich gemacht mit einem Nichtsquonker. Habe da eine Testkeulaufe gemacht, habe aber noch einen zweiten gemacht. Da ist dasselbe, da ist ein Nickel-Chrom-Draht, einfache Wicklung. Da ist irgendein Fusion Kleppen oder irgend sowas. Ich zeige euch die Keul, aber es ist ein bisschen schwerer eine Keul. Und dann sage ich euch dazu, was euch anzeigt und was ich dann ermessen habe. Ja? Und das habe ich subjektiv schon gemerkt, weil bei 5 Watt hat die losgelegt. Also man denkt, das gibt es nicht. Voll Spaß. Es ist die Wicklung. Ja? Ich weiß jetzt nicht, das ist ein Fusion, Kleppen oder was auf alle Fälle ist irgendeine so eine schwerere Wicklung. Da habe ich einen Sechswender gemacht auf 3,5 mm. Da sind wir ungefähr bei 0,6869 Ohm. So, die Messungen kann ich euch jetzt nicht einblenden, weil das war vom Aufbau her zu schwierig. Aber ich sage euch, ihr seht es, was da anzeigt und was dann ausgibt. Ich habe praktisch den Intake mit der Wicklungnummer, bin runtergegangen bis auf die niedrigste Stufe, so einfach aus Versehen, und habe dann gefeuert. Und normalerweise bei 1,84 Volt bei 5 Watt darf nicht sowas entstehen. Jetzt das? Also das war schon subjektiv, dass ich sage, oha, da haben wir da irgendwo bei 15 oder 20 Watt. Also ich kann es euch jetzt sagen, bei eingestellten 5 Watt und die Anzeige 1,84 hat er ausgegeben 3,3 Volt. Also knapp über 16 Watt. Also war ich subjektiv gar nicht so schlecht dran. Dann habe ich gleich die 16. Dann habe ich gleich die 16 Watt ungefähr einmal eingestellt für mich. Ja, es waren ein bisschen mehr, aber jetzt der wir nicht Pfennigfuchsen da herin. Bei 16 Watt, dann habe ich nochmal da müsste ich ausgeben die 3,3. 1, ja gut. Und ausgegeben hat er 4,3. Das waren dann ungefähr 27, 28 Watt. Dann bin ich weitergegangen auf 30 Watt, weil ich ja irgendwo wissen wollte, wie lang gibt die immer zu viel aus. Also bei 30 Watt, da pendelt man es ein. Da zeigt es dann auf 4,5. Und ausgegeben hat es 5,9 Volt. Also 51, 52 Watt. Und dann habe ich die letzte Einstellung genommen. Dann bin ich auf 51 Watt gegangen. Da hat es dann die 5,89, also sagen wir 5,9. Und da hat es dann ausgegeben 6,0, also um 0,1 Volt mehr. Da wo ich sage, da haben wir wieder einen Bereich, da passt. Also so kann man so sagen, ab 50 Watt regelt es normal. Das habe ich bei dieser Wicklung gehabt mit 0,68 Ohm. Das habe ich bei einer ähnlichen Wicklung gehabt mit einem einfachen Nickel-Chrom-Draht, ohne Verzwirnung, ohne Fusion, ohne Kleppen. Der ist bei 0,78, also 0,8 Ohm, ist genau dasselbe rausgekommen. Wie es bei 0,1, 0,2 ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle die ersten 50 Watt bei der Wicklung und auch bei der anderen Wicklung katastrophal. Ansonsten habe ich bei der Box nichts gefunden, ja, weil bei der letzten Box ist mir ein Fehler unterlaufen, da habe ich gesagt, ich habe keine Tastensperre. Ich habe bei der alles probiert. Feuertaste plus, Feuertaste minus, plus und minus und. Plus und minus, könnt ihr gleich anschauen, was rauskommt. Dann wird der Widerstand eingelesen, vor allem im Temperaturdampfen. Ja, Tastensperre habe ich da nichts gefunden, auch nicht im ausgeschalteten Zustand. Ist nicht so leicht zum, naja gut, ist halt ein bisschen ein Kriterium. Nicht? Ansonsten auch die Anzeige ist sehr klein. Ja, wenn man weiter weg ist, braucht man schon eine Brille. Das hätten sie ein wenig größer machen können. Die Schrift ist arg klein, das Display schaut so groß aus und dann kommt da so ein kleines Ding rein.
Ins Menü gehen wir mit 3-mal. Das ist einfach aufgebaut, dann haben wir Power, dann haben wir Temperatur. Wenn man jetzt Temperatur sich entscheidet, Nickel, Titan, Edelstahl und dann hat man nochmal einen Platz, TCR, wo man sich selber einen Koeffizienten einstellen kann. Das heißt dann, da zeigt er dann auch oben, ich zeige es euch kurz, da könnt ihr euch jetzt einen Koeffizienten einstellen. Dann steht oben M1, oben rechts über den Watt steht M1. Das ist dann euer speziell eingestellter Koeffizient für euren Temperaturdraht, wenn ihr Wolfram habt oder irgendwas anderes. Ich bleibe bei Temperatur, wenn ich jetzt auf einen Nickel gehe oder auf einen, egal was, nachher steht dann auch oben rechts das Menü, was wir haben, also Nickel, dann stehen die Watt. Wie kann ich die Watt verstellen? Wenn ich jetzt auf Plus unten drücke, dann blinkt das Watt und ich kann dann verstellen, ein bisschen schnell sein, dann kann ich die Leistung einstellen, oben und seht ihr es, solange das blinkt, kann ich das einstellen. Wenn ich das Blinken abwarte oder mit der Feuertaste bestätige, dann hört das W auf. Wenn ich jetzt mit der Minus anfange, dann schaut es bei Fahrenheit unten, 313 Fahrenheit, dann blinkt das, das heißt, dann kann ich meine Fahrenheit bis 300 Fahrenheit, dann drücke ich nochmal, dann kommt 316 Grad Celsius, kann ich das durchlaufen lassen bis 149, auslassen, nochmal drücken, bin ich wieder bei 600 Fahrenheit. Mit der Feuertaste bestätigen oder 4 oder 5 Sekunden warten, dann ist das Gerät wieder einsatzfähig. Also Leistung und kann man wunderbar einstellen. Mit Plus starten die Leistung, mit Minus starten wir die Einstellung Celsius Fahrenheit. Dann hat man noch was, wenn man auf, dann kann man noch den Zugzähler resetten. Ja, dann sieht man es jetzt 000. Dann gehen wir wieder 3-mal ins Menü. Dann gehen wir jetzt auf Power. Dann kann ich nochmal eingehen auf Normal, auf Hard oder Soft. Was ich so überflogen habe, Soft fangt ihr mit 20% weniger an, was ihr eingestellt habt, und bei Hard 20% mehr. Und bei Normal gibt er eigentlich das aus, was er anzeigt. Aber ich habe es euch gerade gesagt oder gezeigt, da passt es auf, die gibt wesentlich mehr aus. Dann haben wir jetzt eigentlich mit dem Chip, sage ich mal, schon soweit fertig. Schauen wir uns ganz kurz das andere an. Es gibt schon so wie Videos. Das Flascherl da erinnert, das ist vorn, das kann man da drinnen drehen. Die Box ist dicht gegenüber der anderen. Es ist getrennt, Akku und Flascherl. Man kann das mit Magnet ist das zugehalten. Das Flascherl hat auch ein bisschen mehr Durchmesser, ich glaube 20 statt 18. Also die normale Flascherl, zum Beispiel von dem Litzengerät oder vom Kanga, die haben ein bisschen zu lang. Da müssen jetzt oben 5 mm abschneiden. Dann wird es auch reinpassen, aber vom Durchmesser, seht ihr, das ist wesentlich dünner. Das ist eigentlich relativ easy gemacht, also wie bei der G-Box mit dem Stopsel. Das Reserveflascherl schaut dann so aus, natürlich dickerer Durchmesser, die hat das nicht. Das ist dann ein ganz normales Plastikflascherl. Es gibt diverse Videos, wie man das ein bisschen anders machen kann, wenn jemand Silikonflaschen reinmachen möchte und auf eigene Verantwortung schneidet dann der mit dem Dremel da ab, macht sie einen Schlauch rauf und so Sachen, aber das, wie gesagt, da tue ich nicht keine Anleitung dazu geben, weil ihr verliert alles an Gewährleistung. Das müsst ihr auf Eigenverantwortung machen. Macht man nicht, weil bei mir, muss ich sagen, es funktioniert recht gut mit dem da. Der einzige Nachteil ist, dass ich, wenn man nicht gerade hinkommt, dann dreht er sich weg. Ja, man muss halt ein bisschen exakt die Mitte treffen, dann kann man aber wunderbar squonken. Da oben haben wir eine Nase beim Deckel, also ein bisschen schräg halten und dann zieht es das zu, wie das heute ein bisschen eine Spur hat, ein bisschen kneikeln tut es. Die Akkuaufnahme ist, wenn ich ihn da herstelle, habe ich kein Problem, das ist gut gelöst. Wenn ich da drauf drücke, kann ich ein bisschen undeutlich jetzt da, weil schwarz auf schwarz, aber wenn man kann es sehen, auch ohne Brille, kann ich meine
20700 reinmachen. Dann ist noch ein Adapterteil dabei. Das blaue, das brauche ich euch nicht sagen, das kennst du, das ist wie so ein Doppelkondom. Da kannst du dann 18650 rein tun. Und das Teil zeigt dann auch die Version. Ja, beim Updaten habe ich ein bisschen ein Problem, ich kann mich nicht verbinden, obwohl ich es eigentlich richtig mache, aber nicht mit meinem Computer. Der Computer zeigt zwar an, dass ein Gerät ist, aber ich kann mit dem Uploader von der Homepage von iJoy erkennt er das Gerät nicht, ist aber auch nicht tragisch, weil als Update-Software ist nur eine drum, die Version 1,2. Und wenn Sie jetzt da mit 5 Klicks ausschalten, dann sagt euch, da haben wir schon 1,3a. Also da ist eine neuere Version drum, als die, die es zum Downloaden gibt. Also ist eh völlig uninteressant. Aber trotzdem, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe mehrere USB-Kabel hergenommen und. Ich weiß um die Kriterien, ich weiß, es ist ja in der Anleitung drin. Mit Akkus kann man das machen, wie man sich verhalten muss. Die Plus, die Feuertaste gedrückt halten und. Problem ist, dass dieser Uploader, diese Software, dass zwar noch der akustische Sound kommt von Windows, aber dass das Gerät nicht erkannt wird. Ja. Ist jetzt für mich ja nicht so schlimm. Man hat es gut in der Hand, mir gefällt es. Sie hat etwas, so ist es sauber verarbeitet. Wie gesagt, USB zum Laden. Während des Ladens kann man nicht dampfen, also Pass-Through ist da deaktiviert. Sehr sinnvoll, wie ich finde. Und mit dem Update, ja, weiß ich nicht, da müsst ihr vielleicht in gewissen Foren schauen, wo da was ist. Einfach nicht sein. Ja, in der heutigen Zeit sollte man das schon hinkriegen, dass die Geräte das in etwa ausgehen, was anzeigen. Das gibt so viel aus und nicht so wenig, aber trotzdem ist es einfach ein bisschen gelogen und nicht richtig. Und erst ab 50 Watt schaut, dass die Funsel da normal läuft. Ich weiß, ich kann damit umgehen und deswegen halten wir es auch. Ich reklamiere es jetzt auch nicht lang, aber wer es nicht weiß, fragt euch nochmal rum, wer die hat. Ja, ich habe auch gefragt, habe aber ehrlich gesagt keinen gefunden, der es hat und mir das bestätigen kann. Und die Reviewer, die wo das gesagt haben, wie sagt man da, die Reviewer, naja, da hat keiner darauf hingewiesen. Also zumindest habe ich noch keinen gesehen, auch nicht bei den Amis. Ja, und da muss ich schon sagen, naja, fällt auch jetzt vielleicht nicht auf, wenn halt einer mit 60 Watt da ein Keul und das wird ja meistens gemacht, dann dampft der mit 60 Watt los, dann stimmt es ja eventuell wieder. Dann ist sie ja richtig drinnen. Es macht da anscheinend keine so normale Wicklungen mit so einem Gerät wie ich, wo man einmal mit 12 Watt oder 10 Watt dampft. Dann fällt natürlich das auf, wenn die natürlich das Doppelte ausgibt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch was. Gell, ganz kurz, die iJoy Capo. Ja, irgendwo mag ich es. Viert euch.